Ja, ein ganz herzliches Hallo hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach. Seit über 10 Jahren bin ich als Hypnose-, Mental- und Energiecoach unter meiner Eigenmarke Speedflow Coaching tätig. Speed, weil ich Probleme und Blockaden mit 1 bis 3 Sitzungen löse, und Flow, das ist der Zustand, wo die Kunden immer wieder sagen, dass sie nach der Sitzung rauskommen, dass sie ein Erleben haben von einfach glücklich sein, eine mentale Stärke, und es fließt wieder im Leben, so bei sich selber ankommen und sich gut fühlen. Ja, Herausforderungen meistern im Leben und Lebensfreude gewinnen. Herausforderungen trifft früher oder später jeden von uns. Die können wir nicht umgehen. Ob Trennung, Krankheit, der Verlust von einem Partner, von einem Kind, das gestorben ist. Es kann auch eine Herausforderung im Job sein. Kündigung, Spannungen, Konflikte, die bis zum Burnout führen können. Aber auch plötzliche Lebensveränderungen. Plötzliche Lebensveränderungen können uns so vor Weggabelungen führen. Und viele Menschen haben dann Angst, fühlen sich hilflos und so ohnmächtig. Und die Fragen tauchen dann auf: Wie geht es denn in meinem Leben weiter? Welches ist überhaupt der richtige Weg? In solchen Situationen kann es ganz gut passieren, dass wir einfach manchmal den Ausweg nicht mehr erkennen können, weil uns so das innere Gleichgewicht fehlt. Es ist erschüttert worden. Die Ordnung, kann man sagen, im Leben ist gestört. Es ist wie der rote Faden, wo wir bis jetzt entlang sind gegangen, ist nicht mehr vorhanden, und wir können den Ausweg schlicht und einfach nicht mehr kennen. Aber es können Gefühle entstehen, wie Wut, Ohnmacht, aber auch Verzweiflung, Zorn, Hoffnung, Optimismus. Es kann passieren, dass man sich fühlt wie ein Wechselbad von den Gefühlen. Ein Hoch und ein Tief. Und manchmal ist es einfach eine Lebenssinnkrise, die uns ganz unverhofft trifft. Und das nicht nur im Teenageralter, in der Pubertät. Nein, das kann uns auch in der Lebensmitte treffen oder sich als Alterskrise zeigen. Gerade in solchen Situationen passiert es dann oft, dass die Betroffenen sich einfach nicht in der Lage fühlen, sich auf die veränderten Situationen, die Herausforderung einzustellen und die nötigen Schritte und die Handlungen zu unternehmen. Sie fühlen sich einfach überfordert. Wir können sagen, sie erkennen die Sonne im Himmel wie durch einen Nebelschwaden, durch einen Schleier. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Betroffenen haben mit ihren bisherigen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten, die sie haben, können sie die Herausforderung nicht meistern und bewältigen. Dann ist es einfach entscheidend, wie resilient wir sind, also die Fähigkeit besitzen, Krisen zu bewältigen und auf unsere ganz eigenen persönlichen Ressourcen können zurückgreifen. Gerade in stürmischen und emotionalen Zeiten benötigen wir dringend innere Stärke, um optimistisch, gelassen und zielorientiert zu bleiben. Dem sagt man Resilienz, die Fähigkeit, also im Grunde genommen die Widerstandsfähigkeit. Das Gegenteil von Resilienz ist übrigens Verwundbarkeit. Das heisst, je stärker wir persönlich innerlich sind, je mehr dass wir uns weiterentwickelt haben, uns Fähigkeiten angeeignet haben, desto einfacher können wir Hürden überwinden. Die Resilienz baut übrigens auf 7 Säulen, die maßgebend sind für unsere innere Widerstandskraft. Aber da komme ich in diesem YouTube-Kanal noch näher drauf ein.
Du fragst dich jetzt vielleicht, warum? Sind denn nicht alle gleich stark? Wieso haben nicht alle die gleich starke Widerstandskraft? Ganz einfach. Resilienz, Widerstandskraft ist nicht etwas, das uns in die Wiege gelegt ist worden. Aber wir können es lernen. Und die 7 Faktoren, die maßgebend sind, weiterentwickeln. Persönliche Weiterentwicklung ist für mich immer noch das Wichtigste, denn sie heisst stark sein in stürmischen Zeiten, Herausforderungen besser meistern und durch das mehr Lebensfreude gewinnen. Darum möchte ich dir auf meinem Kanal echte Tipps geben, Ratschläge, wie du deine Widerstandskraft kannst stärken, damit du Herausforderungen viel einfacher kannst meistern und Lebensfreude gewinnen. Wichtig ist, dass man nicht wartet, bis Herausforderungen da sind, weil die kommen garantiert, sondern dass man es angeht, sich weiterentwickelt, so dass man viel leichter, beschwingter auch wieder die Lebensfreude geniessen kann, das Wunderbare, was unsere Welt zu bieten hat. Wenn du inskünftig informiert werden über Tipps rund ums Thema Herausforderungen, Widerstandsfähigkeit, Stärken, dann abonniere doch meinen Kanal. Solltest du Fragen haben, ein bestimmtes Anliegen, dann kannst du das unter das Video schreiben oder du kannst mir eine E-Mail schicken. Auch würde ich mich freuen, wenn wir uns auf Facebook vernetzen. Dort ist der Treff Herausforderung meisten. Den Link findest du unten neben dem Video beschrieben. Auch auf meiner Webseite findest du erweitert rund um das Thema viel Podcast, Interessantes, die dir weiterhelfen kann, um Herausforderungen zu meistern. Fast hätte ich es vergessen. Jetzt hat es auf dem Kanal noch hochdeutsche und schweizerdeutsche Videos. Inskünftig werde ich auf meinem YouTube-Kanal nur noch Schweizerdeutsch reden. Ich denke, wir haben so ein wunderschönes Land, so eine wunderschöne Sprache, auch wenn wir verschiedene Kantone, verschiedene Dialekte haben. Ich denke, wir müssen das uns erhalten. Und immer wieder werde ich von den Kunden angesprochen, red doch einfach bitte mit deinem Berndeutsch. Auch wenn es ein bisschen vermischt ist mit Aargau, aber das mache ich ab heute sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf einen aufbauenden, motivierenden Austausch und würde mich freuen, wenn sich unsere Wege irgendwo kreuzen, wenn ich dir mit diesem Kanal ein bisschen weiterhelfen im Leben, dir Möglichkeiten und Tipps aufzeigen. Bis bald und eine gute Zeit.